Steiermauer, da bin ich her. Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Vorfahren erstmals die mörderische Kraft von Stein und Knochen entdeckten, wird man vergessen. Im Namen Gottes. God, heaven's calling your name. Help me fighting God. Don't let evil win the end of all hopes are crying bright. With thousands of tears in her eyes, no delight. It's almost hopeless to win this fight and barely survive this night. Und somit Christi zurück zu Fallout 3. Wir sind unterwegs in Vault 87 und kämpfen uns nun durch den Mörderpass, nachdem wir erfolgreich MacCready überlebt haben. Zwar nicht körperlich, aber dafür seelisch. Ah. Kurzen Blick. Die Spur wird aufgenommen, genau. Wir benötigen jetzt einmal. Jetzt überlege ich nur gerade. Wir haben ja nichts Gescheites eigentlich an Waffen dabei. Absolut nicht. Okay, die könnte man vielleicht noch nehmen. Ist ja wurscht, wir können da eh immer wieder hin und her schalten. Und der Powerrüstung hätten wir eigentlich auch an. Ist ja wurscht. Das war ziemlich überschlau von mir, weißt? Dolliger Knochen. Danke, du Arsch. Na warte, na, den werden wir gleich harzen. Nett! Na super. Unser Geile trifft ja wieder gar nichts. Ich glaube, der hat gesoffen. Dann haben wir 23 Schuss dabei. Na, das wird lustig. Okay. Sturmgewehr können wir mitnehmen. Ich habe eh schon mal drüber geredet, über die Sinnhaftigkeit in einer Powerrüstung zu schleichen. Was? Also, das war er von oben. Schneller wird der den Zahnraketenwerfer. Bist du deppert? Wow. Wow. Maschinengewehr. Minigun. Da oben. Wieder Supermutanten. Biest, na Mozart.
doch. Mal schauen. Okay. Gewicht 18. Na, ein bisschen was können wir noch tragen. Ah, das kann uns sicher helfen. So. Und wenn du mir jetzt fragst, ob ich mich an diese Stelle erinnern kann, dann kann ich da leider nur entgegnen. Nö. Keep out, not part of tour. Jetzt weiß ich aber nicht, wo wir da weiter müssen. Das ist wieder so ein Irrgarten da herunten wahrscheinlich. Fast keine 5 Minuten im Spiel und ich jammer schon wieder, weil ich mich nicht mehr auskenne. Oh Gott. Ja, ja. Ich werde deine Arme fressen, wenn du tot bist, Mensch. Ja, ja. Was mache ich jetzt in meiner Angst? Ich weiß es nicht. Nein. Wir werden... Der hat 2 Splittergranaten dabei. Ach, wieso wird's es denn? Also das ist ja das Verblüffende bei den Supermutanten. Die haben immer so viel Scheißdreck mit, dass du gar nicht weißt, was du da nehmen sollst. Man gut, man muss mal eins sagen, die Powerrüstung, die hat uns jetzt da eh schon gut geholfen. Weil ich glaube, wir waren jetzt sicher schon 3-mal draufgegangen. Riskieren wir 2 Stück. Wir müssen momentan ein paar sparen mit die Stimpaks. Mal schauen. Hab ich dich. Aha. Sonst noch irgendwelche Fragen, mein Söhnchen? Oh Mann. Also jetzt sind sie wieder sehr redselig, die Burschen, muss ich schon sagen. Okay. Was hast du alles dabei? Irgendwas für die Minigun? Munition? Sehr gut. Granaten. Nehmen wir mit. Gleisnägel. Siehst du, die Gleiswaffe könnte man sich auch noch bauen. Oder braucht man die Rezepte für, gell? Sehr gut. Jetzt schauen wir nur gerade, ob uns dieses Buch dauerhafte Punkte bringt. Lesen. Geschichten eines Dörrfleischverkäufers aus Junktown. Feilschen um 1 erhöht. Sehr geil. Hä? Doch das Dumme ist nur, ich hab Schwarzeneggers Hirn und von Einstein die Figur. Da waren wir schon. Jetzt stellt sich mir die große Frage, wie komm ich hier raus? Begrüße. Und wie fühlt es sich an, nicht mehr unter den Lebenden zu weihen? Das weiß ich nicht, mein Sohn.
fragt da hinten Die die, Mädchen sind zu... der Herr der Supermutanten. Verwundet! Ich liebe Ego-Shooter oder Shooter an sich. Was? Dann kriege ich nur 49 Erfahrungspunkte. Spiel, du bist aber heute schon geizig. Chinesisches Sturmgewehr. Okay. Hallo, Schwein. Da ist nix, oder? Nö. Da ist nur ein Generator, den braucht man nicht unbedingt. Zugang zu Vault 87 verschaffen. Ja. Das große Problem. Wo ist die 87? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Supermutanten Überlord. Okay, das wird jetzt heiter, Alter. Wir brauchen eine Taktik. Und zwar... plus 25% Schaden. Wir werden das jetzt mal reparieren. Ich muss mir etwas ausdenken. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich den jetzt fertig machen soll. Wirklich nicht. Weißt du was? Ich kitzel ihn einfach. Dass er sagen kann, ich wurde zu Tode gekitzelt. Bist du deppert? Nein, ich habe nicht gespeichert! Jetzt werden wir durchgevögelt. Jetzt werden wir immens durchgevögelt. Das kann ich nicht verraten. Da schaust du aus halt. Das ist ja Wahnsinn da. Oh! Du Drecksau. Au! Hey Mama, der ist ja unfair. Was nehmen wir als nächstes? Schmutziges Wasser. Was du was für Kitzel? Das habe ich schon gesagt. Mentheits, Wahrheit. Ja, das interessiert ja alles keinen. Buff-Out. Stärke plus 2. Nehmen wir alles zu uns. Und ich, Idiot, hab noch nicht gespeichert. Du Dado. Oh, der ist gut drauf, ja? Au! Drecksau! Boah! Das ist der kleine Bruder des Behemoth, also bitte nicht blöd fragen.
Mädel, schalt um. Kinder? Ja. Wir werden... Bist du deppert? Na holla die Waldfee. Was war das? Mini-Atombombe. Splittergranat. Super Sledge. 20 Kilo. 300 können wir tragen. Cool. Durchsuchen. Ja, der Supermutanten. Über den waren wir ja gerade. Nur jetzt die große Einser-Frage, von wo ist der gekommen? Ich glaube von da unten, gell? Da waren wir auch schon. Welch seltene Überraschungen hält denn das Spiel noch parat für uns? Supermutanten Überlord, das muss dort auch mal geben. Aha. Sind wir von da? Oder müssen wir da weiter? Ah, das ist alles voll. Boah. Ich glaube, da hat das Spiel schon gewusst, auf was wir uns da einlassen. Warte mal, da war ein Buch. Hilfe, sonstiges. Na. Da. Große Waffen um 1 erhöht. Sehr schön. Jetzt weiß ich aber wirklich nicht, wo wir da weiter müssen. Raketenwerfer. Dieser Supermutanten drüber hat mir jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ja, zurück. Hilfe. Da will ich aber sicher nicht mehr rein. Wir werden uns da dieses Sturmgewehr nehmen. Ja, du zieh da ruhig weiter, der Rest ist mir wurscht. Ich will einfach nur heiter, eiter weiterkommen. Genau. Ich kann mich an das alles gar nicht mehr erinnern. Ich kann mich schon erinnern, aber das große Problem ist, dass ich das damals auf der Xbox 360 gespielt habe. Und das ist jetzt auf der Xbox One abwärts kompatibel. Da muss ja bitte irgendwo weitergehen. Warte mal, was sagt mir die Karten an? Weil das Dumme ist, das Spiel sagt mir 2 Orte an. In was für Richtung muss ich? Er zeigt mir nicht einmal in Dings an, die Markierung, die ich gesetzt habe.
Jetzt geht's dahin, hä? Jetzt geht unser Charakter bald zugrunde. Wo bin ich denn jetzt? Ich will doch daher. Da war nix, gell? Das haben wir jetzt schon abgesucht, oder? Genau, da war nix. Ich werde jetzt mal was anderes probieren. Ich tue jetzt mal die Rüstung runter. Ja, siehst du, das geht schon bei Weitem bequemer vonstatten. Wieso zu den Little Lamplight Höhlen? Ganz kapieren tue ich das nicht. Da waren wir schon. Ist da irgendwas? Nö. In dieser grafischen Matschpampe musst du ja da mal orientieren können, weißt? Da ist nix. Da ist der Supermutanten-Überlord. Ja. Schön für den Überlord, der mich brachte von meinem Konzepte fort. Vielleicht ist da irgendwas. Bingo! Vault 87. Was hatte Papa noch so drauf, hä? BZW, was wollte Papa noch erreichen in seinem kostspieligen Leben? Okay. Wir nehmen jetzt mal die große. Wir also mal speichern. Okay. Ganz schön laut da herunten, hä? Na komm, Kruzifix. Ich habe nur mehr 6 Haarklammern, das ist schon peinlich. 5. Danke, Spiel. Für was ich mich überhaupt bedankt bei den Spiel, wenn es mir permanent nur umbringen will. Kapier ich nicht. Gut. Da, Friesmädchen. Was haben sie denn in diesem Wald gedacht, bitte? Eigenartig. Die Spur wird aufgenommen. Die Suche nach dem Garten Eden. Jetzt wird's interessant.
Ach du heilige Scheiße. Danke, Spiel. Was? Ich höre irgendwas. Oh Gott. Sicher dumme Geräusche. Die Naja, normaler Supermutant geht schon. Spitze. Au! Oh Gott. Drecksau. Muss mich wohl getäuscht haben. Na, du bist schon richtig. Du hast dich nicht getäuscht. Hallo? Ist da jemand? Ja, ich. Muss mich wohl getäuscht haben. Ach, Junge. Das Spiel ist aus. Hm. Jetzt ist also die große Frage, wo müssen wir hin, beziehungsweise lassen wir mal kurz in die Aufgaben schauen. Oh Gott, wir haben noch so viel zu tun. Das ist ja das Deppert in die Spiele. Sie hören ja auf, auch nicht. Mal ganz kurz. Ich mal für 4 Stunden. Passt nur, dass sie unser Charakter wieder ein bisschen davon. Ah. Whisky. Wo müssen wir hin? Wohnquartiere, aber ich glaube, da sind wir prinzipiell einmal komplett falsch. Und falls du jemand bist, der mich schon länger verfolgt und ich heute einmal keinen blöden Spruch loslasse, dann hab bitte Verständnis dafür, dass ich jetzt keinen blöden Spruch loslasse. Sollen wir noch weiter fest... Ja, keine Ahnung, was er von mir will. Schlag nach! Wir werden... Boah, Drecksau. Wo ist der? Ich glaube, der ist über uns. Wenn wir jetzt nämlich wieder so einen Überlord in die Hände fallen, jetzt sind wir hin. Na, diesmal ist nur Beast, aber das reicht eher schon.
Ich weiß schon, warum ich die Latrinchen tauft hab. Du hast da wirklich eine Zwiebelkur beim Scheißen. Wurscht, ich probier's nochmal. Obwohl der auch nichts mehr aushält. Kann ich da versprechen. Wie ist er denn jetzt? Durchsieben wir mal seinen Kopf. Mal schauen, was drin ist. So, wo ist er? Was hat der dabei? Ah, der Herr der Supermutanten. Also müssen wir uns mit einem Lord auch wieder auseinandersetzen. Toll! Doch. Wow, ich muss ehrlich gesagt gestehen, so angespannt wie gerade war ich schon lange nicht mehr. Und scheiß Waffen haben wir dabei, das kann ich jetzt auch versprechen, wirklich. Also das Abraxo, das braucht man nicht. Pfeile braucht man auch nicht. Nehmen wir noch mit. Geschlafen haben wir schon ein bisschen. Was im tiefsten Inneren meines Herzens, gell? Liebe geht raus, wie man heutzutage so schön sagt. Im tiefsten Inneren meines Herzens stellt sich mir die große Frage oder die Sinnhaftigkeit darüber, in einer Powerrüstung zu schleichen. Das ist so ziemlich die gleiche sinnbefreite Frage, als wenn man jetzt die Frage stellen würde, was war zuerst? Ei oder Huhn? Die Helene oder der Fischer? Man weiß es nicht genau, gell? Okay, ich glaube, da sind wir mal soweit fertig. Warte mal. Blutbeutel, da ist ein verstümmelter Arm. Das bringt mir jetzt weiter. Danke. Das bringt mir nicht weiter. Das bringt mir weiter. Da ist nichts. Wahrscheinlich hätte ich so mit unserem Charakter von Anfang an anders umgehen. Ich hätte so einen Papas Brust nehmen oder so irgendwas, keine Ahnung. Wo ist dieser...
Ah! Daher der Supermutanten. Das ist super toll. Das hast du jetzt gut gemacht. Bist du deppert, Alter, was die fressen? In Deckung! Alter, ich bin was angespannt, das kannst du dir nicht vorstellen. Meine Arschbacken, die konntest du gerade als Zigarrenschneider verwenden. Sag einmal, ist das der Walter Scheißhaus oder was? Anscheinend. Metallhelm, Metallrüstung. Lasst Hirnspritze! Oh Gott, bitte. Offen und ehrlich gesagt, dieser Wald geht mir jetzt schon wieder auf die Eier. Dirndl, du sollst nicht in den Bluthaufen spritzen, du sollst dort spritzen, Alter. Bur. Du sollst nicht in diesen komischen Scheißhaufen schießen, du sollst den Supermutant erschießen. Das ist ein Unterschied. Au! Boah, Alter. Das kostet mir Nerven. Kurzen Augenblick, bitte. Ich meine, ich habe mich schon mit viel Supermutanten auseinandergesetzt, aber komischerweise da in Fallout 3 sind's am nervtötendsten. Und dieser Wald geht mir irgendwie gehörig auf die Eier. Oh Gott, dieser... Bitte mal was Positives da erinnern. 3 Redaway, Cola, sehr gut. Das muss ja die geile Kampfrüstung da lassen. Na, ich kann's schon mitnehmen. Wir brauchen ja die eine nur reparieren. Pugilismus, da, lesen. Waffenlos um 1 erhöht. Na super, jetzt haben wir es benannt. Warte mal kurz, ich nehm die auch noch mit. Jetzt wird bald keine Dings mehr, ne? Keine Haarklammern, scheiße. Stealth Boy brauche ich nicht. Okay, jetzt werden wir mal die eine Rüstung da. Metallhelm, Metallrüstung.
Oh, herrlich. Das nenne ich richtiges Management für Speichern. Hab ich! Oh Gott, sie gehen mir heute auf die Eier. Bitte Mädchen, mach deinen Job einmal gut, bitte. An das kleine Baby. Oh, das wird heute schon, das ist jetzt heute schon echt nervig. Die Hosenscheißer und Supermutanten. Jetzt sag aber nicht, dass ich das noch nicht benutzen kann. Dass ich da jetzt noch nicht durch reingehen kann. Was ist da oben? Sollen wir noch weiter verstecken? Oh Gott. Bitte, wann hört es auf? Was kann ich denn nehmen? Weiß ich nicht mehr. Ich habe mittlerweile auch keine Ideen mehr. Die macht nur Schaden 13, aber vielleicht komme ich mit der durch. Glaube ich nicht. Na, muss man was anderes zeichnen lassen. So Mädchen, es kann sein, dass du auch drauf gehst. Da. Blute! Blute und stirb! Ja, ja. Okay. Boah, bist du deppert. Weißt du was? Am geschicktesten wird sein, ich lass ihn in Raketenwerfer gleich ausgerüstet, ha? Wahnsinn, 43 Minuten dauert die Aufnahme jetzt schon. Ich würde sagen, dieser PC dort ist erleuchtet, schau. Technikabteilung. Oh, nur für Mitarbeiter der Technikabteilung von Vault 87. Wartungscode grün, Wasser mit fauligem Nachgeschmack aus den Wasserspendern in den Schlafräumen. Techniker Daniel Costa, Reparaturnotizen. Das Wasserfiltersystem Regenerierer fügte ein bisschen zu viel chemische Ausgleichslösung hinzu. Dies führte zu einer verstärkten Alkalienbildung im Wasser. Eine Rücksprache mit den Ärzten ergab, dass das Wasser keine Gefahr für die Gesundheit darstellen sollte. In etwa 4 Tagen sollte der Geschmack wieder normal sein. Nächster Serviceposten. Rot, Spannungsspitzen im Reaktor. Sektorielle Stromausfälle, Techniker wieder der gleiche. Reparaturnotizen. In den letzten 5 Wochen traten wiederholt Unterbrechungen im Stromnetz auf. Ganze Sektoren waren etwa 1 bis 6 Minuten lang ohne Strom, bevor die normale
Versorgung wieder eintrat. Ich habe Überwachungsmesser installiert und konnte das Problem auf plötzliche massive Spannungsspitzen im Hauptreaktor zurückführen. Meine erste Befürchtung war eine Fehlfunktion im Reaktor, aber es stellte sich heraus, dass es am massiven Stromverbrauch im Versuchsbereich lag. Was auch immer die dort einsetzen, es überschreitet die Grenzwerte für den Energieverbrauch um ein Vielfaches. Ich habe das Problem vorübergehend gelöst, indem der Backup-Reaktor bei Bedarf zugeschaltet wird. Das ist keine dauerhafte Lösung. Aber ich habe keine andere Wahl, bis ich herausgefunden habe, was da drüben los ist. Und wie es dann herausgefunden hat, wahrscheinlich haben sie ihn umgebracht. Wie überall. Strahlungsreinigung der Gegkammer offline. Okay. Voltex Schlampereien schlagen wieder mal zu. Seit fast einem Monat flicke ich am Strahlungsreinigungssystem herum, das die Gegkammer entlüftet und den Strahlungsüberschuss abführt. Ich habe keine Ahnung, warum das System andauernd ausfällt. Ich habe den Verdacht, dass es für die auftretenden Strahlenmengen einfach zu schwach ist. Ich empfehle daher, ein neues Reinigungssystem zu installieren, sobald ich eines aus Ersatzteilen zusammengebastelt habe. Ich dürfte etwa in einem Monat soweit sein. Okay. Nächste. Falsche Farbe des Tapioca-Puddings. Na bitte. Das Lebensmittelrekonstruierungssystem der Kantine gab das Dessert für Montagabend Tapioca-Pudding in einer komischen orangen leuchtenden Farbe aus. Das war eine einfache Reparatur. Die Farbmatrix interpretierte die Instruktionen vom Hauptprozessor nicht korrekt, was zur falschen Ausgabe führte. Nachdem die Schnittstelle ausgetauscht wurde, gibt die Maschine den Pudding nun im richtigen Farbton aus. Wenn nur alle meine Reparaturen so simpel wären. Ausfall der EEP-Kammer. Reparaturnotizen. Ich wurde in das Büro des Aufsehers bestellt und traf Dr. Merrick, den Leiter der Versuchsabteilung. Ich wurde informiert, dass es eines seiner Geräte, das er EEP-Kammer nannte, gelöscht. Aha. Es war ein sonderbares Gerät, aber mir gelang es, gelöscht, was das Problem aber nicht behob. Also versuchte ich den gelöscht, was zu funktionieren schien. Ich bin mir nicht sicher, was die Funktion dieses Geräts ist, aber gelöscht. Okay. Machen wir da schon? Ja, das haben wir schon. 7. Reparaturhinweise. Das ist der einzige Ort, der mir einfiel, diese Notiz zu verstecken. Sollte sie irgendwer lesen, versuchen Sie bitte den Vault-Tec-Hauptsitz darüber zu informieren, dass hier im Versuchsbereich etwas sehr, sehr schief läuft. Etwas, das Sie als EEP bezeichnen. Meiner Frau, Mercia, wurde vom Ärzteteam diagnostiziert, dass sie an einer Krankheit leide, die sie nicht benennen konnten. Jetzt ist sie tot und die Hurensöhne wollen mir nicht einmal sagen, warum. Ich habe mit mehreren Leuten gesprochen und herausgefunden, dass viele tot sind oder vermisst werden. In den Krankengeschichten steht gar nichts. Die Situation ist total außer Kontrolle. Es wird Zeit, dass ich mich selbst auf meine Art kümmere. Die Typen haben jetzt meine Frau ums Leben gebracht und jetzt bringe ich sie um ihres, wenn ich nicht ein paar Antworten bekomme. Ich habe zusätzliche Hilfsmaterialien in meinem Safe versteckt. Über diese Notiz wird der Safe entsperrt. Wenn ich nicht mehr zurückkomme, schnappen sie sich das Zeug und retten sich selbst. Vier Stimpaks, der macht mir sympathisch. Ja. Also genau das ist, was man von Vault-Tec erwartet. Ja, nur ist die große Speichellecker-Frage. Jetzt sag aber nicht, dass ich da jetzt nicht reinkomme und die Mission fertig machen kann. Die Spielchen sind zu Ende.
Bur, du bist noch blöder, wie du ausschaust, ehrlich. Warum müsst ihr dummen Menschen... Hast du mich wirklich zornig? Na komm, laut nach dir und da. Man hat alle beide. Sehr gut. Mädchen, wenn ich nicht weiß, dass du mein Hauptcharakter bist oder Charakter von mir, dann würde ich glatt mit dir schlafen, aber so nicht. Haha. Bist du deppert? Blute! Blute und stirb! Na, der mit dem Schlafen war ja nicht witzig. Aber mir fällt gerade momentan nichts anderes ein. Eine Stunde nur Supermutanten. Da muss der deppert werden. Also sollte ich in den nächsten Wochen fehlen und keine Videos kommen, dann weißt du warum. Mei, dahinter ist das... Oh! Druck mir die Daumen, dass es jetzt einmal funktioniert. Ach, herrlich. Aber jetzt bin ich überladen. Krack. Scheiße. Muss ich irgendwas weghauen? Weißt du was? Puh. Ich merke gerade mein Alter. Da du dieser Vault ist was für ein paar Testlabor. Jetzt wird's interessant. Nur wie kann man da wieder aussehen? Und da erwartet uns jetzt ein BM auf. Gleich brat wie hoch. Ja, sorry. Ich bin relativ verzweifelt. Und verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Maßnahmen. Oh, bist du deppert. Du kannst ruhig wegkehren, ich bin ja nicht da. Zumindest nicht mehr. Oh. Laserpistole. Ach du Heiliger. Machen wir mal kurz zu. Frage, was ist in den Wald angegangen? Haben die probiert? Haben die probiert, den FEV-Virus herzustellen?
Kammerstatus. Kammer offline. FEV, ja sicher. Die haben mit dem FEV-Virus herumexperimentiert. Also mit dem Virus, der für die Mutation an Sollen wir der... noch weiter verstecken? Also der Virus, der für die Mutation an den Mutanten verantwortlich ist. Warum müsst ihr dummen Menschen immer kämpfen? Ja, ja. Nein! Ja, aber ich verstehe nur noch nicht ganz, was davor von unserem Charakter damit zu tun hat. Die Spielchen sind zu Ende. Zeit zu starten. Sie da drüben, Jetzt bitte, kommt der reden Sie mit mir. Ich bin in dem Raum links von Ihnen. Verwenden Sie die Sprechanlage neben dem Fenster. Hä? Der? Das kann nicht sein. Ein echter Mensch? Das kann nicht sein. Was sehe ich da? Einen richtigen, reinen Menschen. Ja, ich bin ein Mensch, aber was bist du? Nenne mir nur einen Grund, warum ich dich nicht umlegen sollte. Ein freundlicher Supermutant, jetzt kann mich nichts mehr überraschen. Harry, geht es nicht ohne diesen vulgären Ausdruck? Sicher kam ich in den FEV-Kammern zur Welt, aber ein Supermutant bin ich nicht. Ich bevorzuge die Bezeichnung Metamensch. Passt besser zu mir, oder? Entschuldigung, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Fox. Verblüffend, wie gut du sprechen kannst. Das ist ein ziemlich ungewöhnlicher Name. Ja, wohl wahr. Als mich diese Mungos hier einsperrten, waren sie zu blöd mitzubekommen, dass ein funktionierendes Terminal da war. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, mir anhand der Daten in Zentralrechnern der Vault selbst sprechen und lesen beizubringen. Paradox, nicht wahr? Ich bin umgeben von der Geschichte der ganzen Welt. Aber meine Welt besteht nur aus diesem klitzekleinen Raum. Wieso wurdest du eingesperrt? Wie kommt es, dass sie dich am Leben gelassen haben? Wieso wurdest du eingesperrt? Ich bin gefangen, weil ich ein seltenes Exemplar bin. Die wissen nicht, warum ich anders bin als sie. Und ich glaube, das fasziniert sie. Alle abgeschlossenen Räume im medizinischen Flügel enthalten die Ergebnisse ihrer fehlgeschlagenen Experimente. Ich wünschte, ich könnte noch bleiben, aber ich muss etwas Wichtiges finden. Wenn du so lange hier bist, wie ich annehme, kannst du mir vielleicht helfen. Vielleicht. Ich nehme an, es geht um das GEEK. Was weißt du über das GEEK? Ich weiß, was es ist. Ich weiß, wo es ist. Und was am allerwichtigsten ist, ich weiß, wie man es bekommt. Warum solltest du mir helfen? Gut, ich will alles darüber hören. Wie wär's, du redest Klartext und ich bemale die Wand nicht mit deinem Hirn. Warum solltest du mir helfen? Nicht so schnell. Quid pro quo. Wenn ich meine Hilfe anbiete, erwarte ich eine Gegenleistung. Sie holen mich aus diesem Gefängnis heraus. Im Gegenzug besorge ich Ihnen persönlich das GEEK und bringe es Ihnen.
Wieso sollte ich Schwierigkeit haben, an das GEEK zu kommen? Ich habe keine Angst, ich mähe alles nieder, was mir in die Quere kommt. Wieso sollte ich Schwierigkeit haben, an das GEEK zu kommen? Die Kammer, in der das GEEK aufbewahrt wird, ist dermaßen verstrahlt, dass ein menschliches Wesen keine Minute darin überleben würde. Ich hingegen habe von meinen Mitmetamenschen überraschenderweise eine ziemlich nützliche Eigenschaft geerbt. Ich bin höchst strahlenresistent. Wenn Sie mich hier rauslassen, serviere ich Ihnen das GEEK auf dem Silbertablett. Wie bekomme ich dich hier raus? Am Ende des rechts gelegenen Korridors befindet sich ein Wartungsraum. Im Inneren finden Sie die Brandschutzkonsole für den medizinischen Bereich. Lösen Sie dort den Alarm aus, damit ich entkommen kann. Aber Vorsicht! Durch das Auslösen der Konsole wird ein Notprogramm aktiviert, das alle Genesungsräume im medizinischen Bereich öffnet. Also, wie sieht es aus? Tun Sie's? Okay, Fox, wir sind im Geschäft. Schön zu sehen, dass ich es mit einem vernünftigen Menschen zu tun habe. Und jetzt lassen Sie mich bitte hier raus. Ich halte es hier nicht mehr aus. Sag mir noch mal, wie ich dich aus diesem Raum... was mache ich, nachdem ich die Brandschutzkonsole aktiviert habe? Ich bleibe hier, bis der Weg frei ist. Bitte Vorsicht. Einige dieser fehlgeschlagenen Experimente sind wirklich gefährlich. Ich hoffe, dass wir bald wieder miteinander sprechen werden. Oh Gott. Der macht mich fertig.